Sie haben tatsächlich ihre Laternchen vergessen. Der Mond schaut kummervoll in die Ferne. Es ist darum mittlerweile stockdunkel geworden. «Wo sind denn meine liebsten Sternenkinder?» hat er gerufen. Doch er hat keine Antwort bekommen. Hoffentlich ist noch nichts passiert, denkt sich der Mond voller Sorgen. Schnell holt er seine grosse Mondlaterne und macht sich zügig auf den Weg zur Mondfee, die hinter der Himmelswiese in einem prächtigen Palast aus Kristall wohnt. Hoffentlich ist meine liebe Freundin daheim. Sie weiss garantiert den Rat, wie ich meine Kinder wieder finden kann. Er ist irgendwie schneller gelaufen, bis er schliesslich vor dem Palast von der Mondfee gestanden ist. Der Mond hat am silbrigen Glockenstrang gezogen. Ein liebliches Tönli war zu hören und gleich darauf hat die Mondfee die schwere Kristalltüre aufgemacht. «Ja, was ist denn passiert? Warum bist du so aufgeregt, mein lieber Freund?» «Meine Sternenkinder sind noch nicht daheim. Sie haben sogar ihre Laternen vergessen und finden sicher nicht mehr heim», hat der Mond bekümmert gesagt. «Hab keine Angst, mein lieber Freund, ich helfe dir. Nimm diesen Sack mit Sternenstaub. Wenn du beim Suchen ein bisschen verstreust, wirst du in der Milchstrasse nicht verirren. Du musst dann nur noch beim Rückweg auf den Sternenstaub schauen. Zünd jetzt deine Mondlaternen an. Sie leuchten dann so hell, dass sie deiner Kind werden sehen.» Dankbar hat der Mond den Sternenstaubsack auf die Schulter genommen und hat sich auf den Weg durch die dunkle Nacht gemacht. Schon gleich darauf war er am Anfang vor der Milchstrasse. Immer und immer wieder hat er nach seinen Kindern gerufen und keine Antwort ist gekommen. Die Spur, die der Sternenstaub auf der Milchstrasse hinterlassen hat, ist länger und länger geworden. Seine Laterne hat so hell geleuchtet, dass die Menschen auf der Erde verwundert an den Himmel geschaut haben. Sie haben nämlich die Mondlaterne für einen neuen, besonders grossen Stern gehalten. Der Stern ist neu am Himmel. Was hat das zu bedeuten? Haben die Astronomen, also die Sternenforscher, gewährleistet. Der Mond ist immer weiter durch die Nacht gelaufen und wie aus dem Nichts hört er eine Stimme. «Papa Mond, wo bist? Papa Mond!» Der Mond hat seinen Ohren nicht getraut. Habe ich mir echt das nur eingebildet? Oder hat wirklich eines von meinen Kindern nach mir gerufen? Er ist stehen geblieben und hat ganz fest in die Nacht rausgelassen. «Papa Mond, wo bist? Wir können deine Laterne sehen!» hat ein anderes Kind gerufen. «Kinder, hier bin ich!» Und er hat seine Laterne wie wild hin und her gewunken. «Papa, Papa, komm schnell, wir haben feste Angst!» hat ein drittes Kind gerufen. Der Mond ist so schnell, wie es nur geht, in die Richtung gelaufen, wo er die Stimme hergehört hat. Besorgt hat er nachgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alle Kinder sind da. Ist das eine Freude gewesen, wo der Papa Mond all seine 7 Sternenkinder in seine Arme nehmen konnte. «Lieber Papa Mond, wir haben auf der Milchstrasse Fangis gespielt und dann ist es plötzlich dunkel geworden. Wir wollten darauf unsere Laternchen anzünden und die haben wir unglücklicherweise daheim liegen. Wir haben uns darum verlaufen», hat das älteste Sternenkind erzählt. «Es ist ja alles Gott sei Dank gut rausgekommen. Ich habe euch gefunden. Zum Glück hat mir die Mondfee einen Sack Sternenstaub geschenkt. Wir müssen also nur der leuchtenden Spur nachlaufen und sind dann gleich darauf daheim.» Selbstverständlich sind der Papa Mond und seine Sternenkinder beim Palast vor Mondfee vorbeigegangen und haben sich vielmal für ihre Hilfe bedankt. Das jüngste Sternenkind hat die Mondfee in die Arme genommen und ihr versprochen, dass es ihr der ganze Kristallpalast mit seinem Nastüchli abstauben. So dankbar war es. Dann sind die 7 Sternenkinder ganz schnell in ihre Bettchen gehüpft. Der Papa Mond hat ihnen noch eine warme Tasse Milchstrasse-Tee gekocht
und ist noch so lange binnen geblieben, bis die Sonne über dem Meer aufgegangen ist. Dann ist nämlich für den Mond und die Sterne Schlafenszeit. Und ob das jüngste Sternenkind der Kristallpalast wirklich abgestaubt hat und warum an diesem Morgen das Meer besonders freundlich, ja fast fröhlich reingeschaut hat, das kannst du dir selber versuchen zu beantworten. Gute Nacht.